Okay. Die Zeit der unbequemen Wahrheiten ist gekommen. Männer, Jungs, ich kann euch eins verraten. Unsere Mutti hat uns beigebracht, das andere Geschlecht, das schwächere Geschlecht, fertig zu behandeln. Bei ihren Macken ein Auge zuzudrücken, ihnen Blumen zu schenken und Pralinen. Und beim Liebesspiel immer auf sie einzugehen. Mutti hat gelogen. Was Frauen wirklich wollen. Ist eine harte. Ja, ich mache mich unbeliebt, ich weiß. Aber Frauen, Girls, Mädchen, stellt euch vor, diese Hand würde einmal sacht auf euren Popo klatschen. Danach ein bisschen doller. Dann noch ein bisschen doller. Und dann hole ich meine Security Crew. Okay, in dem nun folgenden Lied geht es darum, wie mir ein weiser, alter und sehr betrunkener Mann diese Wahrheit erzählt. Eine Wahrheit, die mich manchmal so fassungslos macht, dass ich im Refrain nicht weitersingen kann. Und da hoffe ich auf euch. Seid ihr bereit, mir zu helfen? Ja! Seid ihr bereit, mir zu helfen? Ja! Okay. Werden Sie? In einer Bar sprach mich an. Er war betrunken und er roch nach Schweiß. Er sagte, Junge, hör mir zu. Da gibt es etwas, das ist besser weiß. Die Emanzipation ist der gerechte Lohn für die verweichlichte Männerschaft. Doch du kannst mir vertrauen, zwischen Männern und Frauen gibt es keinen Unterschied, der ganz gewaltig kraft. Und was ich anhöre, was mich total empörte, es wieder zu geben, fehlt mir fast die Kraft und darum wer will euch widersprechen? Und eine sanfte Melodie. Lass mich in Ruhe, ich hör dir nicht mehr zu. Du stehst besorgnis Macho-Schwein, das hörte er nicht gern. Er fing an mir zu sagen, kurz darauf seh ich dir eine ein. Er schrie, stell dich nicht blind, du bist doch kein Kind. Ich mach dich alle, dann weißt du Bescheid. Doch stand mir noch eine zu Zimmer, Dinge dazu gemacht. Jetzt hat der Typ mir plötzlich leid. Er fing an zu flehen, ich sollte endlich verstehen. Sein Mundgeruch brachte mir übel Zeit. Er sagte, und das Passhaus sagt mich. Auch zur Belohnung ein Gitarrensolo.
Taxi nach Haus. Das musste ich meiner Freundin erzählen. Ich rief mich auf, es sprudelte aus ihr Haus. Die Ungewissheit fing an mich zu quälen. Das war mir noch nie passiert. Ich war traumatisiert und etwas neugierig war ich auch. Da lächelte sie und hob ihr Knie und brachte es mit voller Wucht in meinen Bauch. Als ich nach Atem sprach und ihre Stimme erklang und wehte